Greil Marcus ist einer der bedeutendsten amerikanischen Kulturtheoretiker. Seit den turbulenten 60s erforscht er den Einfluss von Rock, Pop und Punk auf die Gesellschaft. Neben vielem anderen ist der Kultautor auch ein großer Bob Dylan-Exeget. Herr Marcus, herzlich willkommen. Bob Dylan 1965. Das Rolling Stone Magazine hat Like a Rolling Stone zum wichtigsten Rocksong der Geschichte gekrönt. Können Sie diesen Song überhaupt noch hören? I never hear that song without being. Immer wenn ich diesen Song höre, begeistert er mich und macht mich glücklich. Und ich höre ihn jedes Mal ein wenig anders, jedes Mal. Gerade eben habe ich zugehört, wie Mike Bloomfields Gitarre und Bob Dylans Rhythmusgitarre aufeinandertreffen. Auf einen Schlag und dröhnend, sodass sie jeden Satz, der aus Dylans Mund kommt, auf ungestüme Art betonen. Das ist einfach wunderbar zu hören. Und schon sind wir eigentlich mittendrin in dem, was die Faszination für Sie von der Musik ausmacht, aber auch das, was Sie bedeuten als Autor, als Kritiker für die Musik, dass nämlich diese Art von Mysterium, etwas zum ersten Mal zu hören und immer wieder zum ersten Mal zu hören, auch aus Ihnen eine Art von Kultfigur gemacht hat in der Vergangenheit. Das kann ich nicht unterstützen. Ich sehe mich selber überhaupt nicht so. Aber ich weiß, dass, wenn man sich einem Musikstück annähern will, oder einem Gemälde, einem Roman oder auch einem politischen Ereignis, wenn Sie von vornherein schon wissen, was Sie darüber denken, um was es geht, warum es entstanden ist, weshalb sprechen wir dann darüber? Für mich ist das totale Zeitverschwendung. Es gibt keinen Grund, das zu tun. Ohne die Fähigkeit, sich überraschen zu lassen, die eigenen Vermutungen durch das Erleben in Frage zu stellen, warum verschwenden Sie dann andere Leute Zeit? Ich weiß, für mich ist einer der Schlüsselmomente Anfang der 90er Jahre, als ich Ihr Buch Lipstick Traces zum ersten Mal in die Hände bekommen habe und gemerkt habe, da schreibt jemand etwas auf, eine geheime Geschichte der Kultur des 20. Jahrhunderts, von Dada bis Punk. Und er schreibt etwas, was ich noch nie so gelesen habe. Und ist dieses Lipstick Traces ein Produkt, das Sie eben auch bei Surprise quasi geschrieben haben? Sicher. Am Anfang wollte ich ein Buch über Punk schreiben. Ich war es einfach leid, bloß journalistisch zu schreiben und hatte das Bedürfnis, ein Buch zu schreiben über irgendetwas. Ich begann damit, dass ich in Dingen herumstöberte, die andere Leute gesagt, in Zusammenhängen, die andere Leute aufgezeigt hatten. Aber ich habe nichts daraus gemacht. Es gab keine Geschichte, kein Herz, keine Leidenschaft. So führte das eine zum anderen. Und nach einem Jahr oder so war ich mittendrin. Ich befand mich in einem unbekannten Land, für das ich die Karten selber zeichnen musste. Aber was war das Programm? Was wollten Sie mit diesem Buch erzählen? Diese Geschichte, die eigentlich im Mittelalter bei den Heretikern beginnt, über die Geschichte der Enragés, die Geschichte der Dadaisten, die Geschichte des Punks, des Rocks, alles in einer Vermengelagerung drin, eine wirklich geheime Verknüpfung vollzieht. Es ist sehr einfach, den Fall einer Art von Hüpfspieleinfluss zu konstruieren. Diese Leute hier beeinflussen Leute da und diese beeinflussen Leute dort und das ergibt etwas.
Das ist aber eine reduktionistische, fast anatomisch-medizinische Art, Dinge zu betrachten. Was man dabei nicht sieht, und für mich war genau das die Geschichte, dass sich während des ganzen 20. Jahrhunderts hindurch gewisse Stimmen erheben. Es ist eine Art Schrei. Ein Schrei der Freude, des Entzückens, der Verzweiflung, von Hass und Missfallen. Dieser Schrei sucht nach einer Sprache. Wie kann ich rüberbringen, was ich zu sagen habe? Und dann verklingt dieser Schrei. Und die Menschen, die geschrien haben, verschwinden. Sie verlassen die Geschichte. Dann, eine Generation später, kommt dieser gleiche Geist, der gleiche Schrei von Neuem und verklingt wieder. Das geschieht laufend. Menschen entdecken immer wieder die gleiche Sprache des Neinsagens. Diese Geschichte des 20. Jahrhunderts unterscheidet sich von der Geschichte der Kriege, der Revolutionen, des Fortschritts, der technologischen Innovationen. Das ist eine andere Art von Geschichte. Ich nannte das Buch Lipstick Traces, weil es von Bewegungen und Kulturen handelt, die kaum eine Spur hinterlassen haben. Und doch sind sie zauberhaft. Sie haben eine besondere Faszination und eine großartige Buntheit. Es ist interessant, wenn Sie eben diese Gegengeschichte des 20. Jahrhunderts erzählen. Es gibt natürlich Menschen, die weniger euphorisiert sind über diesen Underground, über diese Gegenkultur, die einen Verlust auch der hohen klassischen Kultur, unserer europäischen Kultur, an diesem Verlust auch leiden. Ich hatte vor ein paar Jahren George Steiner bei mir zu Gast und George Steiner hat erzählt, wir sind am Ende dieses langen kulturellen europäischen Nachmittags. Wir können nur noch einen Epilog auf diese Kultur schreiben und ist voller Melancholie. Können Sie diese Melancholie verstehen? Ja, sicher. Aber was George Steiner wirklich beklagt, und ich glaube nicht, dass das seine geheime Absicht ist, was er bedauert, ist der Niedergang oder das Verschwinden der traditionellen Klassenstruktur. Eigentlich die mittelalterliche Klassenstruktur, die es ermöglicht, gewisse Formen von Kultur nur für auserwählte Leute zu schaffen und anderen vorzuenthalten, sodass es voneinander getrennte Kulturen gibt. Im Sinn von, wir wollen nicht, dass dieser Typ in seinen Bauernkleidern das Opernhaus betritt. Wir wollen ihn dort nicht einmal als Zuschauer, ganz zu schweigen, dass er auf der Bühne steht und seinen Song grölt. Darum geht es beim kulturellen Klassensystem, dessen Verschwinden wir beobachten. Ja, aber auch eben, wenn Sie diese mittelalterliche, religiös geprägte Gesellschaft, die George Steiner bedauert, dass wir an einem Manko an metaphysischem, transzendentellen Ideen, Vorstellungen und einem Lebensverhältnis leiden. Ist denn die ganze Gegenkultur eine kalte, strategische, harte, coole Bewegung? Das Argument, die Beteiligung der Menschen am kulturellen Gespräch führe dazu, dass die Kultur nach unten nivelliert werde und dass die großen Fragen, wer sind wir, warum gibt es uns, weshalb gibt es Sprache, was kann sie ausdrücken, ganz zu schweigen von den spirituellen Fragen, was Gott von uns will. Auf die Argumentation, dass diese Fragen verschwinden, gibt es zwei Antworten. Die eine ist, dass diese Fragen durchaus verschwinden und in anderer Form wieder auftauchen können. Und die andere Antwort lautet, diese Fragen verschwinden nicht. Jedes große Kunstwerk, wie Like a Rolling Stone, das wir gerade gehört haben, stellt diese Fragen. Wie fühlt es sich an? Was bedeutet es, auf diesem Planeten zu leben, jetzt und gerade hier? Warum gibt es dich? Größere Fragen kann man sich gar nicht stellen. Etwas, was mich sehr erstaunt, wenn man Ihre Texte liest, Ihre kurzen Geschichten, Ihre Bücher. Man hat immer das Gefühl, Sie seien da, wo es brennt, da, wo etwas passiert, wie ein Zeuge, der durch Zeit und Raum geht und immer dieses magische Moment. Und deswegen habe ich die Frage gestellt nach der Transzendenz oder nach dem
Immateriellen, dass sie da sind, wo etwas Magisches passiert, auch wenn sie über eine Geschichte schreiben, die in den 20er Jahren oder vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren passiert ist. Das ist keine Strategie, kein Lehrsatz. Ich bin einfach voller Enthusiasmus, wenn ich über etwas schreibe. Ich will wissen, wie es dort war. Ich will wissen, wie sich die Leute gefühlt haben. Aber es ist nicht gesagt, dass man sie danach fragen kann. Und sogar wenn man es kann, erzählen sie einem nicht unbedingt die Wahrheit. Deshalb ist es naheliegend, dass ich mich in die Lage anderer Leute versetze, soweit ich das kann. Was würden Sie sagen? Was würden Sie wirklich denken? Was würde ich sagen? Was würde ich denken, wenn ich gerade jetzt in dieser Situation wäre? Oder wie kann ich diese Situation vorantreiben? Es gibt eine Stelle in Lipstick Traces mit meinem bevorzugten Dadaisten, dem Cabaret Voltaire-Veteranen Richard Hülsenbeck. Er hält in Danzig eine Vorlesung 1920. Und ich lasse ihn all diese bizarren Handlungen vollbringen, theatralische Handlungen, die darin gipfeln, dass er auf eine Blutkapsel beißt und Blut aus seinem Mund schießt und über das Hemd hinunterläuft, während er weiterspricht. So etwas ist nie geschehen. Trotzdem setze ich diese Szene dort ein, um den Moment zu dramatisieren. Einige Seiten weiter komme ich darauf zurück und sage, dass es zwar nie so stattgefunden habe, dass er aber die haarsträubenden Dinge, die ich ihn sagen lasse, tatsächlich gesagt hat. Da wird auf theatralische Mittel zurückgegriffen. Sie können sich beim Schreiben von Geschichte vollumfänglich an die Faktentreue halten. In diesem Buch, und ich hoffe auch in anderen Büchern, die ich geschrieben habe, sind alle Fakten korrekt. Die Daten stimmen, die Orte stimmen, die Übersetzungen sind korrekt und so weiter. Wenn Sie das einmal haben, sagen Sie sich, hier ist, was war. Was aber hätten die Leute gewollt? Was wäre geschehen, wenn man die Situation etwas weiter vorangetrieben hätte? Damit erreichen Sie das Innere der Menschen, über die Sie schreiben. Ihre Wünsche, die Ängste, das Zögern, ihren Mut. Also universelle Kategorien, die zeitunabhängig sind. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass wie zwischen der Wissenschaft oder der Physik und der Metaphysik liegt eine Zone der Spekulation, die Sie emotional ausfüllen, indem Sie Ihre Begeisterung zum Ausdruck bringen. Und mir ist aber auch aufgefallen, ich habe einer Ihrer Texte als amerikanisches Hörbuch gehört. Und diese Sprache, plötzlich beim Zuhören merkt man, dass Sie eine ganz einfache, eine analytische, eine sehr strukturierte, kurze Sprache verwenden, die so zeitlos scheint. Ich weiß nicht, wie kann ich diese Frage beantworten? Vielleicht kann ich einen anderen Dreh machen, weil Sie beschreiben die Sprache von Bob Dylan einmal als eine alte Sprache, als eine Sprache, die wie aus Jahrhunderten der Sprache schöpft. Sprache ist etwas Lebendiges. Eine Sprache wird laufend getestet. Richard Hülsenbeck sagte unter anderem, unsere Kritik, die Kritik der Dadaisten am modernen Leben, begann so, wie jede Kritik beginnt, mit Zweifel. Er sagte, unser Zweifel wurde so groß, dass wir uns fragten, ob Sprache einen derart großen Zweifel ausdrücken kann. Zweifel an der Legitimation von Autorität, am Wert der Gesellschaft, am Nutzen von Sprache. Und deshalb, sagte er, mussten wir die konventionelle Sprache verlassen und anfangen, uns in Geräuschpoesie auszudrücken, die aus Wörtern geformt wurde, ohne grammatikalische Struktur, um zu versuchen und zu zeigen, dass Sprache die Moderne nicht erfassen kann. Denken wir an die Entdeckung der Todescamps, der Vernichtungslager in Deutschland und Polen und weiter im Osten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sprache konnte damals nicht ausdrücken, nicht einmal beschreiben, was wir sahen, als wir diese Filme oder Fotos anschauten. Und sie kann es bis heute nicht.
that film footage or those photographs. It still can't. Und so ringen die Menschen noch immer damit. Und man bleibt einfach weiter dran. You just keep pushing. Ich glaube, was Dada, die lettristische Internationale, die später zur situationistischen Internationalen wurde, und Punk verbindet, ist diese Obsession bezüglich der Grenzen von Sprache. Die freie Rede ist etwas Kompliziertes. Es geht nicht bloß darum, das zu sagen, was man sagen will. Es bedeutet auch, dass man während des Sprechens herausfindet, was man sagen will und ob man sich entsprechend ausdrücken kann. Ob man es so sagen kann, dass andere Menschen darauf reagieren und sie zu sich selber sagen können, genau so habe ich es gemeint. Das ist schwierig. Sie haben Punk erwähnt, Sie haben die Suche nach dem Ausbruch aus der Sprache erwähnt. Und es gibt ein kleines, schönes Beispiel aus einem Interview mit Ihnen, wo Sie gefragt werden, ob Punk die eigentliche Apotheose der dadaistischen Musik ist. Und dieses kleine Beispiel wollen wir uns anhören. Es stammt aus einem Online-Projekt, an dem Sie teilgenommen haben, Dada Data, zum 100-jährigen Jubiläum von Dada, das jetzt das Schweizer Fernsehen mitproduziert hat und jetzt den Grimme Online-Preis gewonnen hat, nicht zuletzt wegen Ihnen. Und wir schauen uns den Kulturkritiker Greil Marcus schnell auf dem Bildschirm an. In what way is punk the Dada music? You know, one of the songs that Hugo Ball liked to play on the piano was "It's a Long, Long Way to Tipperary." It's a long, long way to Tipperary. It's a long, 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 long way. It's, you know, pretty dull song. He played Strauss waltzes, and, you know, he did all kinds of stuff. Yes, the Dadists did not really make music. You know, they had accompaniment for their dances and so on. Sure, sure. Punk, I just cannot believe, maybe I'm naive, I just can't believe that Richard Hulsenbeck would have loved punk, would have gotten it like that. That's it. Wie reagieren Sie auf sich selbst, wenn Sie sich sehen? Wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich glaube, was ich soeben gesagt habe. Ich könne nicht glauben, dass Richard Hülsenbeck Punk nicht gemocht hätte. Jetzt denke ich, vielleicht hätte er. In der Zwischenzeit, das war ja letzten Sommer. Also. Wenn ich das jetzt sehe, weiß ich keine Antworten auf diese Fragen. Gewisse Dinge erscheinen mir in einem Moment als richtig und in einem anderen als falsch. Wir sind im Bereich der Spekulation. Wir können nicht zurück und Richard Hülsenbeck fragen, ob er, hätte er 2 Jahre länger gelebt, er starb 1974, ob er, wenn er lange genug gelebt hätte, um Anarchy in the UK zu hören, gesagt hätte, natürlich, natürlich, warum hat es so lange gedauert, bis das jemand sagt, es so sagt? Oder er hätte gesagt, das ist bloß Lärm, warum sollte ich dazuhören? Dann würden Sie sagen, oh, Herr Hülsenbeck, 1918 und 1920 sprachen Sie über Bruitismus. Sie sprachen über den Wert von Lärm und dass Lärm Musik übertrifft. Ist das hier nicht, wovon Sie gesprochen hatten? Und er könnte sagen, nein, das ist überhaupt nicht, was ich meinte. Oder er könnte sagen, wissen Sie was, Sie haben recht, spielen Sie es nochmal. Play it again. Aber ich glaube, das ist genau auch etwas, was es so spannend macht, wenn man Ihre Analysen hört oder liest, dass eben Sie mit diesem Material spielen können, eine Art Medium sind zwischen Sound, zwischen Text, zwischen Dingen, die intelligibel sind, Dinge, die man nur mit dem Herz erspüren kann, mit Neugierde begegnen kann. Und dazu habe ich etwas, was mich irritiert hat, Serge Gainsbourg, einer der großen französischen Chansonniers und einer dieser vielleicht auch Leitfiguren einer Art europäischen, wie soll ich fast schon sagen, Gegenkultur oder Dissidenz gegen ein System. Er hat in einem wichtigen französischen Interview in den frühen 80er Jahren einmal ein ganz vehementes Statement abgegeben, dass seine Kunst oder seine Lieder, seine Chansons keine Kunst seien, weil sie keine Vermittlung bräuchten, weil sie populär seien und dass erst
dann etwas Kunst ist, wenn jemand kommen muss und es erklären muss. Und das hat er für einen großen Unterschied gehalten. Also, sind Sie mit Serge Gainsbourg einig? Nein, ich halte das für Unsinn. Aber ich finde auch, Sie sollten das, was Serge Gainsbourg sagt, nicht unbedingt ernst nehmen. Im Ernst, Künstler lügen immer. Er könnte an diesem Tag in einer sehr schlechten Stimmung gewesen sein und gesagt haben, alles, was ich tue, ist wertlos. Und vielleicht war das auch sein Gefühl. Er könnte auch mit dem Interviewer gespielt und ihn dazu gedrängt haben zu sagen, ja, Sie haben recht, Ihre Arbeit ist bloße Zeitverschwendung, einfach nur Unterhaltung, sie hat keinen wirklichen Inhalt. Serge Gainsbourg wusste sehr genau, dass seine Tradition des Chansons, die Tradition des Troubadours, der sich über die Gesellschaft äußert, dass diese Tradition Jahrhunderte zurückreichte, bis zu den ursprünglichen Troubadours. Diese waren durchaus volkstümliche Künstler, aber sie sangen verschlüsselt. Sie sangen für eine Elite und sie überbrachten Botschaften, die eigentlich verboten waren. Die romantische Liebe war für die Kirche etwas sehr Gefährliches. Darüber haben sie gesungen. Und sie sangen über die Liebe zwischen Bürgerlichen und Adligen. Das ist ein großes Thema der Troubadour-Lieder. Strengstens verboten. Sehr, sehr gefährlich. Gainsbourg war in dieser Tradition, das wusste er. Aber die Vorstellung, dass etwas erst Kunst ist, wenn es erklärt werden muss, ich würde es umgekehrt sehen. Etwas ist Kunst, wenn man es nicht erklären muss, wenn es dem Erklärer entwischt. Ungeachtet wie gelehrt, wie aufmerksam, wie aufrichtig ein Kommentator, eine Kritik sein mag. Wenn er oder sie etwas kommentiert, wissen sowohl der Zuschauer, der Zuhörer wie auch der Sprecher, dass das bloß eine Kreideskizze dessen sein kann, was es wirklich ist. Ich möchte eine kleine Hommage zwischenschalten und auch Ihre Vermittlung in Anspruch nehmen für ein kleines Video, das wir uns jetzt anschauen werden. Sie brauchen dich nicht. Sie können alles kaufen. Rosarot, das mögen Sie. Hellblau, das tragen Sie. Die kleinen schwarzen Pudel. Oh, so naiv im Rudel. Was haben wir hier gesehen? Wir sahen gerade Kleenex, Lilliput, Zürichs wundervolle Punkband, 1978 gegründet. Es gab sie bis 1983 mit verschiedenen Leadsängerinnen. Eine Band, in die ich mich beim ersten Hören sofort verliebt habe. Ich befreundete mich mit Marlene Marder, der Gitarristin, die dieses Jahr vor wenigen Monaten 61-jährig an Krebs starb. Ein echter Verlust. Am Bass die kurzhaarige Blonde Claudia Schifferle, die Malerin. Sie war damals Malerin und ist es bis heute. Liselott Haar, die Schlagzeugerin, und Regula Singh, die Sängerin. Ich mochte diese Band von Anfang an. Ich habe nie etwas Ähnliches gehört wie das, was sie machten. Und ich glaube auch niemand anderes. Wer zuvor hätte Musik kreiert, basierend auf kleinen Mädchen, die zuckend auf einem Spielplatz herumrennen und lustige Geräusche machen, während sie einander jagen und niederschlagen, wieder aufstehen und wegrennen. Von da kommt ihre Musik, aus diesem Gefühl von Mädchen, die umherrennen und sich nicht darum kümmern, was irgendjemand darüber denkt, in einem freien Raum, dem Freiraum eines Spielplatzes. Sie rennen nicht über Möbel stolpernd durch ihr Haus und sie stehen nicht auf und rennen durch ihr Klassenzimmer in der Schule, wo sie beschimpft werden. Nein, auf einem Spielplatz, wo alles möglich ist. Die Idee, okay, daraus machen wir Musik, weil das der Sound von freien Frauen ist, eine weibliche, freie Rede. Das ist mein Kommentar.
Ist es das, was das Entzücken, die Freude, das echte Novum ihrer Musik ausmacht? Was aus diesem Video nicht wirklich hervorgeht, da sind sie irgendwie nervös. Bei ihren Plattenaufnahmen sind sie jedes Mal etwas weitergegangen, jedes Mal. Und wurden je länger, desto freier. Man hörte in ihrer Musik ab 1978, während der folgenden 5 Jahre, Menschen, die immer freier wurden und dabei entdeckten, dass die Welt komplexer, gefährlicher und angsteinflößender ist, als sie es sich anfänglich vielleicht vorgestellt hatten. Aber sie waren bereit, das zu ertragen, darüber zu sprechen, es zu denunzieren, auszubrechen. Dieser Ausschnitt ist aus einer Vorabend-Informationssendung gewesen, also die man sich um 18 Uhr anschaut, bevor wirklich eigentlich das Abendprogramm beginnt. Und man hat schon ein bisschen das Gefühl, es sei für alle ein bisschen ein Überforderungsprofil gewesen. Für die ganze Band? Ja, ja, und ich glaube auch, eben, was machen wir hier eigentlich? Ja, ich glaube, das stimmt, weil es nicht ihr normaler Rahmen ist, die Art kleiner Clubs, in denen sie üblicherweise spielten, oder vielleicht auf der Straße, hinten auf einem Lastwagen oder so etwas. Nee, ich sagte, sie wirken etwas nervös und sie versuchen, alles präzise klingen zu lassen. Aber etwas, was vielleicht an den Anfang unseres Gesprächs noch einmal anschließt mit dieser Frage nach dem Mysterium, die Frage nach dem richtigen Moment, da zu sein, wo etwas passiert, diese Leidenschaft zu spüren, sie auch zu suchen. Also es gibt eine große Kette von Momenten historisch, an denen Sie teilgenommen haben. Sie waren mit 16 an dem Tag in Berlin, als man die Mauer hat begonnen aufzubauen. Sie waren in Woodstock, Sie waren in Berkeley, als die Free Speech Bewegung aufkam. Sie scheinen immer da zu sein und präsent zu sein, aber da ist es auch ein bisschen die Frage des Vermittlers noch einmal, dass Sie, vielleicht kann ich ein Beispiel nehmen, Robert Frank, der berühmte Schweizer Fotograf, der die Beat Generation fotografiert hat, mit den Beatniks unterwegs war. Und immer sagt aber, ich bin kein Beatnik, ich habe sie nur fotografiert. Ist das ähnlich bei Ihnen? Sind Sie ein Rock'n'Roller, sind Sie ein Punk oder sind Sie nur der da ist und es rüberholt, zu uns holt? Ich bin ein Trittbrettfahrer, ich bin Kalifornier. Ich stamme aus einer netten Mittelklass-Vorstadtfamilie und ich halte meine Augen und Ohren offen. Ich erinnere mich an meine Zeit in Berkeley während des Free Speech Movements. Es war turbulent, es war verwirrend, es war voller täglicher Widersprüche. Auf welcher Seite bin ich? Was denke ich über die Rede, die ich eben gehört habe? Und weshalb bin ich hier? Wann wird das je aufhören? Wir sprechen hier von einem 3-monatigen Protest, der den Campus in jeder denkbaren Art und Weise auf den Kopf stellte. Und die Leute stritten die ganze Zeit darüber. Anscheinend sprachen sie über nichts anderes. Und ich erinnere mich, wie ich, 19 Jahre alt, über den Campus der University of California ging und dachte, was habe ich für ein Glück, genau jetzt hier zu sein, weil hier Geschichte gemacht wird. Das hieß nicht, dass diese Ereignisse unbedingt in die Geschichtsbücher eingehen und dass Leute wie Sie und ich so viele Jahre später darüber diskutieren würden. Ohne Frage, was damals geschah, veränderte die Menschen, die dort und dabei waren. Es war ihre eigene Geschichte, die sie machten. Die Menschen prägten ihre eigene Geschichte. Das ist, was ich damals dachte und was ich seither immer gedacht habe. Geschichte besteht nicht aus Entscheidungen, die hoch oben gefällt werden und all den Menschen, die dafür bezahlen müssen, die in Kriegen und Abenteuern dieser Art ihr Leben dafür geben. Geschichte ist das Handeln der Menschen, mit dem sie ihr eigenes Leben und das ihres Umfelds prägen.
Geschichte ist die Art, wie Sie etwas erleben, das Sie für immer mit einem Gefühl des Staunens zurücklässt, mit einem Gefühl von Unsicherheit, in dem Ihre Identität nicht festgelegt ist, wo Ihr Gefühl für Zeit und Ereignis labil ist, wo Sie nicht zufrieden sind, weil Sie etwas erlebt haben, das so mächtig war, das so sehr eine Verwirklichung des Lebens in seinen besten Facetten war, dass Sie etwas vermissen, wenn es entschwindet. Und Sie werden immer danach suchen, auf die eine oder andere Art. Genau das passierte den Dadaisten. Das war ihr Leben. Menschen, die für ein paar Monate in Zürich in einem Kabarett herumtänzeln, dann ist es vorbei. Und sie gehen zurück in ihre normalen beruflichen Beschäftigungen. Ich bin ein Bildhauer, ich bin ein Maler, ich ein Dichter, ich bin Arzt, ich ein Psychoanalytiker. Und den ganzen Rest ihres Lebens, ob Arp oder Ball, Hülsenbeck, Janko oder Zara, sagten sie, was ist passiert? Was geschah in dieser Bar? Was machten wir eigentlich? Warum komme ich nicht darüber hinweg? Hülsenbeck sagte am Ende seines Lebens, als Arzt war ich ein Erfolg, aber als Dadaist, der Sache, die mir am meisten am Herzen lag, war ich ein Misserfolg. Das sagte er in seinen 70ern. Da sagte er immer noch, ich habe das Versprechen, das ich im Cabaret Voltaire gemacht hatte, nie eingelöst. Was war das Versprechen? Ich habe es nie genau gewusst, aber ich weiß, dass ich mir selber etwas versprochen habe. Und ich hatte mir selber versprochen, die Welt zu verändern. Diese Welt verändern natürlich eben zuerst einmal wie bei Rilke in seinem Gedicht, du musst dein Leben ändern. Und es gibt Momente, in denen man wie einen Impuls bekommt und dieser Impuls ist manchmal endogen, manchmal exogen. Und so ein Impuls kann ein Lied sein, kann ein Text sein, kann eine Performance sein, aber es braucht doch eine innere Bereitschaft dazu, wirklich wie am Roulette-Tisch in einem Casino alles auf etwas zu setzen und sagen, das ist es. Und wenn ich Sie höre, wie Sie erzählen von der Geschichte, der Bedeutung der Geschichte, dem Ungewissen von Geschichten, dem Zufallsprinzip der Geschichte, dass etwas so geht oder so geht, dann stellt sich mir ein bisschen auch eine persönliche Frage an Sie. Ihr Leben hat ja mit einer großen Ungewissheit eigentlich begonnen, mit einem Mysterium begonnen. Sie haben Ihren Vater verloren, bevor Sie auf die Welt gekommen sind. Ja, da möchte ich auf verschiedene Punkte antworten. Es stimmt, mein Vater wurde im Zweiten Weltkrieg getötet, 6 Monate bevor ich zur Welt kam. Ich wuchs auf, ohne wirklich etwas über ihn zu wissen. Ich kannte keine Details über seinen Tod. Im Haus, wo ich aufwuchs, gab es keine Bilder von ihm. Wenn ich meine Verwandten, seinen Bruder, seine Schwester und seinen Vater in Philadelphia, woher er stammte, besuchte, ich lebte in Kalifornien, dort gab es Bilder, aber man sprach nicht darüber. Es war kein Geheimnis, sondern einfach Schweigen. Was in mir ein Gefühl des Nichtwissens erzeugte über die wichtigsten Dinge. Ich war 5, 6, 10 Jahre alt. Ein Gefühl, Dinge nicht zu wissen, die klar und selbstverständlich sein müssten. Als Autor habe ich immer gewusst, weshalb mich nicht erzählte Geschichten und vergessene Ereignisse anziehen. Also Sie brauchen keinen Psychoanalytiker wie Richard Hülsenbeck, der Sie auf die Piste gebracht hätte. Nein, ich habe das immer verstanden. Es ist nicht so schwierig. Aber ich glaube, dass jede Art von Neurose eine gewisse Art von Energie produziert. Du hast eine neurotische Fixierung? Okay, nutze sie. Wenn ich von solchen Geschichten angezogen bin, erzähle sie. Sage nicht, oh, das ist mein Problem, ich müsste davon geheilt werden. Überhaupt nicht. Das andere ist, wenn Sie über Rilke sprechen und sagen, du musst dein Leben ändern. Diese Aussage hat mich immer getroffen.
als wäre es mühelos. Auf alle Fälle glaube ich nicht, dass das einfach so geht. Ich glaube nicht, dass Menschen einfach entscheiden, ich verändere mein Leben, ich muss mein Leben verändern. Das Leben der Menschen wird durch Ereignisse verändert, die sie nicht vorhersehen können und nicht unbedingt verstehen, wenn sie geschehen. Vielleicht ringen sie im weiteren Verlauf ihres Lebens darum, zu verstehen, und es gelingt nicht. Aber sie wissen, das hat mich verändert, das hat mich anders zurückgelassen. Und dann ringen sie darum, versuchen zu verstehen, was geschehen ist. Solche Veränderungen sind oft nicht persönlich, nicht zwischen Ihnen und einer anderen Person. Sie können gesellschaftlich sein, geteilt. Es kann eine Veränderung sein, die unzählige andere Menschen ebenfalls betrifft. Vielleicht auf sehr ähnliche Art, vielleicht auf eine andere Art. Das Free Speech Movement in Berkeley hat mich gewiss verändert, so wie es viele Menschen verändert hat. Ich weiß aus Gesprächen, die ich im Lauf der Jahre geführt habe, dass sich manche gleich verändert haben wie ich, andere ganz anders. Und manche waren überhaupt nicht betroffen. Aber Veränderungen geschehen, wenn man sie am wenigsten erwartet. When they're least expected. Ja. When one least expects them to happen. Aber ich habe den Eindruck, dass Sie so eine Gabe haben, eine permanente Gabe, sich überraschen zu lassen, selbst von einem Song eben wie Like a Rolling Stone, den Sie Tausende von Male gehört haben, diese latente Haltung der Bereitschaft, Ihr Leben zu ändern über einen Einfluss, etwas, was kommt. Yeah, I hope so. Ja, das hoffe ich. Sicher. Sure. Und das bringt uns ein bisschen in die Zukunft. Oder wenn wir noch einmal vielleicht den Kulturpessimisten George Steiner bemühen würden, zu sagen, also etwas ist am Ende. Und zum Beispiel Rock'n'Roll war ja schon einmal in den 60er Jahren am Ende und dann war es noch einmal am Ende nach den Beatles. Und irgendwie kommen diese Dinge immer wieder. Und immer wieder scheinen sie für eine neue Generation auch noch einmal frisch oder neu. Und die wirklich neuen Dinge, also wenn Sie jetzt sagen, Sie sind auch wie ein Seismograph oder wie eine Antenne, Sie haben dermaßen viel Wissen, dass Sie Dinge antizipieren können, wenn Sie in die Zukunft schauen, oder wenn Sie über Beyoncé schreiben, haben Sie das Gefühl, das ist jetzt da, wo die Zeitgenossenschaft sich bricht oder wo sie in eine Zukunft hineinläuft? Nein, ich habe keine Macht oder Gabe, nicht einmal ein Interesse oder den Wunsch, die Zukunft vorherzusagen. Ich weiß, wenn ich es versuchen würde, läge ich genauso falsch wie alle anderen auch. Jegliche Vorhersage für die Zukunft ist nichts anderes als ein Weiterspinnen der Gegenwart. Man liest nie eine Zukunftsprognose, die besagt, dass wir in 100 Jahren in eine totale Barbarei absinken werden und die Fähigkeit der Sprache verloren haben. Das ist eine ziemlich heftige Zukunftsprognose, nicht wahr? Aber sie steht in krassem Widerspruch zu unserer heutigen Situation. Das ist nicht die Art und Weise, wie Menschen die Zukunft vorhersagen. In Wirklichkeit sagen alte Leute, wenn sie heute, 2016, die Zukunft vorhersagen, das Gleiche, das sie bereits 1956 gesagt haben. Wir werden fliegende Autos haben. Das ist ziemlich das, was die Leute sagen, wenn sie heute die Zukunft prognostizieren. Das ist irgendwie dumm. Es gibt eine Menge von Dingen in der heutigen Kultur, in der Musik und in anderen Bereichen, die an mir vorbeigegangen sind, die mich nicht bewegen, nicht berühren. Ich vergeude meine Zeit nicht mit dem Versuch, den Sinn von Dingen zu suchen, die mich nicht interessieren. Und es gibt gewisse Dinge, die Beyoncé gemacht hat, und gewisse Formen, wie sie sich selber darstellt, mehr als ihre Musik, die mich interessieren. Aber ich mag mich nicht darauf festlegen. Ich höre lieber Lady Gaga zu. Erzählen Sie ein bisschen über Lady Gaga. Oder Lana Del Rey. Ja, Lady Gaga. Diese wunderbare Aufnahme, die sie gemacht hat, Bad Romance, ist eine wirkliche Dada-Aufnahme. In der letzten Minute dieses Krampfes in alle Richtungen, dieser Alles-auf-einmal-Aufnahme. In der letzten Minute wird es sogar noch chaotischer. Das Momentum spitzt sich zu und man glaubt, dass es jede Sekunde auseinanderbricht. Man glaubt einfach nicht, dass es zusammenhält.
believe it can hold together. And she just starts singing in nonsense syllables. Und sie beginnt in sinnlosen Silben zu singen, einschließlich da, da, da. Das kommt da rein. Alles löst sich auf und dann, wham, endet es. Das ist die Art von Transzendenz, die wir, um mit George Steiners Worten zu sprechen, nicht mehr erleben. Auf die ich immer hoffe. Was passiert? Was geht hier vor? Woraus ist all das gemacht? Diese Fragen kommen hoch. Also das würden Sie sagen, wenn George Steiner noch einmal und ein letztes Mal sagen würde, wir haben die Fähigkeit verloren, heute einen Shakespeare, einen Dante zu erkennen in unserer Gegenwart, dann würden Sie sagen, in diesem Moment drin, wie Sie es jetzt mit Lady Gaga beschrieben haben, würden Sie sagen, das ist so eine Art von Moment, wo Sie Dante der Zeitgenossenschaft erlebt haben? Wissen Sie, manchmal finden Leute, wenn sie älter werden, die Welt um sich herum zutiefst irritierend. Mehr noch, in Bezug auf die eigene Existenz ergeben die Dinge keinen Sinn mehr. Deshalb muss alles Wertvolle verloren sein. Ich glaube nicht, dass die Menschen im 17. Jahrhundert beim Besuch von Shakespeares Theaterstücken, die äußerst populär waren, wo der Zuschauerraum gefüllt war mit einfachen Menschen, die kreischten und mit den Füßen stampften und auf eine völlig populistische Art reagierten. Ich bin überzeugt, dass die Leute damals sagten, er ist großartig, er ist ein Genie, wenn sie dieses Wort damals überhaupt benutzten. Er ist ein Geschenk Gottes, oh Shakespeare. Und wenn wir gesagt hätten, glauben Sie, dass die Menschen in 400 Jahren noch über William Shakespeare sprechen werden? Ich weiß nicht. Wer konnte das voraussagen? William Shakespeare war bis ins 19. Jahrhundert, als er wiederentdeckt wurde, ziemlich aus der Geschichte verschwunden. Es gibt keine Transzendenz, die sofort erkannt wird und nie verschwindet. Die Transzendenz, das Genie von Jesus Christus, ist im Wesentlichen ein literarisches Konstrukt, das sehr bald nach seinem Verschwinden begann. Ja, aber das heißt, also da beschreiben Sie natürlich auch ein bisschen Ihre eigene Rolle im Beschreiben von Wundern, das Wunder zu packen und damit auch eine Form von Transzendentierung überhaupt zu ermöglichen. Das stimmt, aber ich versuche nicht, ein Autoritätssystem und eine Reihe von Dingen aufzubauen, die die Leute glauben müssen. Aber da gibt es vielleicht so ein Sicherheitsgordon. Ich habe das Gefühl, dass wenn man eben über diese Art der Kulturwahrnehmung, wie Sie leben und spüren und schreiben, sind Sie ein Vermittler nicht in einem dogmatischen Sinn oder in einem elitären Sinn, sondern Sie beschreiben für mich, was es bedeutet, ein Fan zu sein. Ja, ich schreibe als Fan, sicher. Ich schreibe über Dinge, die mich bewegen. Ich schreibe aus Enthusiasmus. Es könnte negativer Enthusiasmus sein, Ärger und Missbilligung gleichermaßen wie Liebe und Entzücken, klar. Love and delight. Sure. I don't write as someone. I read an article. Vor ein paar Jahren las ich einen Artikel von jemandem, der eine kulturelle Auseinandersetzung über eine bestimmte Sache beschrieb, bei der es zwei unterschiedliche Standpunkte gab. Und er sagte, das hat so viel Hitze erzeugt, die Leute schlagen sich auf die eine oder die andere Seite. Es scheint, als ob die wirklichen Themen verdunkelt wurden. Vielleicht würde dieser Diskussion die Meinung von jemandem, dem es egal ist, gut tun. Ich dachte nur, das ist die Essenz einer schlechten Kritik. Das ist die Essenz vom Missbrauch von Kritik, indem man sich einer Sache verschreibt, über der man steht, wo man sich überlegen fühlt.
In den USA gab es einen Filmkritiker, der sehr lange im Geschäft war, John Simon. Er hatte immer das Gefühl, wenn er über Filme schrieb, dass es ihm sogar peinlich wäre, beim Kinobesuch gesehen zu werden, wäre er nicht von einer prestigeträchtigen Publikation dafür bezahlt, genau das zu tun. Das ist, was seine Kritiken immer kommunizierten. Für mich ist solche Kritik kaum die Rede wert, geschweige denn lesenswert. Wenn jemand ohne Leidenschaft schreibt, über was auch immer, ohne sich berührt zu fühlen, ohne zu spüren, dass wenn sie es schaffen, die Geschichte zu erzählen, sie von ihr erfüllt werden. Und dass, wenn sie scheitern, sie nicht nur an sich selber gescheitert sind, dass sie die Geschichte vermasseln, die sie und so viele andere Menschen hätte bewegen können. But you failed the story that has moved you and so many other people. Without that kind of wenn diese Art von Wut in ihnen lodert, weshalb sich plagen? Why bother? Aber natürlich ist Pop auch und Rock bis hin zu Punk auch eine kommerzielle Kultur. Auch Malcolm McLaren hat die Sex Pistols erfunden, quasi, um seine T-Shirts zu verkaufen. Es ist immer auch eine Art von Massenprodukte, die hergestellt werden, wie Fußball ja auch eine Art von Massenfantum generiert und eine Zugehörigkeit generiert. Und es fällt es ihnen nicht zunehmend schwerer, in der Kommerzialisierung, in der Kälte der Industrie, der Popindustrie und Popkultur, eine Art von dieser Leidenschaft überhaupt noch zu spüren, weil sie merken, nach welchen Strickmustern Emotionen gemacht werden, produziert werden. Well, I'm not troubled by the Nun, mich stört die Tatsache nicht, dass Popmusik, Rock'n'Roll, Punk, wie immer Sie es nennen wollen, immer ein kapitalistisches Unterfangen war. Es waren stets zahlreiche Motive dahinter. Und für viele Leute war über eine lange Zeitspanne Geld machen, reich werden das wichtigste Motiv, sogar das beherrschende Motiv. Interessant ist jedoch, was auch immer die Motivation ist, es bringt Leute dazu, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden. Es bringt sie dazu, Stimmen zu entdecken, Formen musikalischer Kommunikation, die sonst nie entwickelt worden wären, die es nie gegeben hätte oder die nicht entdeckt worden wären. Es bringt Menschen dazu, ihre tiefsten Gefühle auszudrücken, auf eine Weise, die entweder absolut offen oder komplett verschlüsselt ist. Auf eine Art, die auf Menschen verführerisch, verwirrend, faszinierend wirkt. So wie sie selber oder auch ganz anders. Dieses Motiv stört mich also überhaupt nicht. Ich sehe die Grenzen einfach nicht dort, wo sie von so vielen Leuten wahrgenommen werden. Nehmen Sie ein Stück wie Shake It Off von Taylor Swift. Eine unglaubliche Aufnahme, ein offensichtlicher Hit. Schon nach 10 Sekunden realisiert man, was für ein Hit das ist. Wenn Sie es einige Male gehört haben, hören Sie nur noch den Ablauf. Alles, was Sie hören, ist ein Einschub hier und ein Einschub dort. Genau wie wenn jemand ein Puzzlespiel zusammensetzt, bei dem er weiß, ich sage er, weil ich von den Produzenten spreche, die männlich sind. Wenn Sie ein Puzzle zusammensetzen, das Sie schon oft gemacht haben, wissen Sie genau, wo die Stücke hingehören. Ja, ich finde es befremdend. Aber das ist nicht alles, was drinsteckt. Es gibt dieses und es gibt jenes. Zu hören und zu realisieren, wie berechnet und seelenlos es ist, verhindert nicht zu hören, wie spontan und seelenvoll etwas anderes ist. Ich möchte nochmals auf dieses Seelenhafte und auf diesen Befreiungsmoment und auch auf einen kollektiven Moment zurückkommen. Sie haben jetzt 1-2 Mal die Free Speech Movement Bewegung erwähnt. Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus Berkeley aus den 60er Jahren. Wir können weiterreden, aber einfach, dass wir uns das noch einmal vor Augen führen, wie das war. Sure. Das ist Ihre Zeit. In diesem Herbst regnete es viel in Berkeley.
Man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass hier sehr viel befreite Menschen etwas Neues kennen. Das ist eine sehr ernste, sehr strukturiert, also jetzt hier nicht sehr strukturiert, aber eine sehr ernste Geschichte. There is not going to be an end to this revolution. Da waren Sie so alt wie Tristan Tzara im Cabaret Voltaire. Yeah, I was 19. Ja, ich war 19. I don't know. I see people who Ich weiß nicht. Ich sehe Menschen, die nie zuvor aufgestanden sind und vor anderen Leuten gesprochen haben. Ich sehe Menschen, die ihre Fähigkeit entdecken, sich auch um anderes zu kümmern als bisher. Ich sehe Menschen, die herumgehen und Transparente tragen, die sich ein Jahr zuvor nicht hätten vorstellen können, je so etwas zu tun. Und ich sehe Menschen in einer Situation, die zuweilen äußerst beängstigend war. Man hatte keine Ahnung, was die eigenen Handlungen oder die Aktionen anderer Leute auslösen würden. Und ich sehe etwas, das so aussieht, als wäre es vor langer Zeit geschehen. Aufgrund der Art, wie sich die Leute kleideten, an der Länge ihrer Haare, solche Dinge. Wenn ich dieses Filmmaterial anschaue, scheint mir das Ganze in der Tat viel weiter weg zu sein als in meinem Gedächtnis über jene Zeit. Meine Erinnerungen sind frischer als dieses Filmmaterial. Und das ist ja 1964. Und hatten Sie dann 1968 eine Art von Déjà-vu? Haben Sie das Gefühl gehabt, es passiert noch einmal hier in Paris, in Berlin, in der Schweiz auch? Noch einmal etwas, was Sie schon erlebt hatten 4 Jahre früher? Yeah, yes. 1968 Ja, 1968 in den USA unterschied sich sehr stark von 1968 in Europa oder Japan, Mexiko, wo es enorme, manchmal katastrophale Demonstrationen und Veranstaltungen gab. Wir sprechen von Paris, vom Prager Frühling, vom Massaker an Hunderten von Studenten in Mexico City, vor den Olympischen Spielen, die in jenem Jahr dort stattfanden. Wir sprechen von Unruhen in Westdeutschland, von verschiedensten Demonstrationen in England und auch in den USA. Aber in den USA war es anders. Wir hatten einen Präsidentschaftswahlkampf. Martin Luther King wurde ermordet. Robert Kennedy wurde ermordet. Wir schauen hier auf Zeiten des absoluten Horrors zurück. In diesem Sinn war es anders. 1968 war nicht, was für großartige Dinge, die sich aus dem Ereignis entwickelt haben, dessen Teil zu sein, ich das Glück hatte. Es war, oh mein Gott, wer wird als Nächster umgebracht? Also diese Öffnung von 64, dieses Möglichsein ist schon wieder geht wieder zu. Und wenn wir jetzt heute, auch ohne, dass wir jetzt in die Zukunft schauen möchten, aber heute nach Amerika schauen und merken, dass 2 Präsidentschaftskandidaten im Rennen sind, die ihrer Generation sind, mehr oder weniger. Wir haben Donald Trump und wir haben Hillary Clinton. Also jetzt kommt diese Generation an die Macht. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was es bedeutet. Irgendwie ist es verrückt. Meine Generation war schon vorher an der Macht. Bill Clinton gehört zu dieser Generation. George W. Bush gehört zu dieser Generation. Ich weiß nicht, ich finde es ziemlich skurril. Die Idee, dass die Leute sagen, Hillary Clinton solle Bernie Sanders oder Joe Biden als ihren Kandidaten für die Vizepräsidentschaft wählen. Jemand, der sogar älter ist, viel älter. Dass Donald Trump einen weiteren 70-Jährigen bestimmen sollte. Es ist, als ob die Generationen dahinter verschwunden wären. Ich weiß nicht. Mich beschäftigt weniger das Alter der Kandidaten als die Reife der einen und die Unreife des anderen. Ich meine, im Wesentlichen haben Sie mit Hillary Clinton eine 60-jährige Kandidatin und einen 8-jährigen Kandidaten mit Donald Trump. Die
Frage des Revivals, des immer wieder Abtauchens, des Wiederauftauchens. Ein bisschen ist Rock'n'Roll wie das Monster von Loch Ness, hat man den Eindruck. Und es gibt diesen wunderbaren Song von Neil Young von 1979. Rock'n'Roll Can Never Die ist eine Strophe. Wie lesen Sie diese Strophe für uns? Wie erklären Sie uns diese Strophe? Well, you know, I remember when I first Ich erinnere mich, als ich diesen Song zum ersten Mal hörte. Out of the Blue and Into the Black und Into the Black, Out of the Blue. Das ist die Geschichte von Johnny Rotten. Der König ist weg, aber er ist nicht vergessen. Es war in einem Musikclub in San Francisco, bevor der Song auf Platte herausgebracht wurde. Und er trat solo auf. Und hey, hey, mein Rock'n'Roll wird niemals sterben. Die Ironie ist einfach überwältigend. Diese Worte sind darin getränkt. Wie naiv müssen sie sein, zu denken, dass Rock'n'Roll niemals sterben wird? Es schien, als wolle er das sagen. Das ist, was er als erstes sagt. Und dann sagt er, aber nein, er wird nicht sterben. Ich werde es nicht zulassen. Ich will das nicht. Aber ich weiß, wie dumm das ist. Alles stirbt, alles verschwindet, alles verändert sich. Also, hey, hey, mein, das ist das Entscheidende. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Greil Marcus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Es war mir ein Vergnügen. Nächste Woche unterhält sich meine Kollegin Barbara Bleisch mit dem vielfach ausgezeichneten Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim. Ein Gespräch, das Sie nicht verpassen sollten. Und wir bleiben in den USA und zeigen Ihnen gleich einen Film über die Dokumentarfotografin Dorothea Lange, die mitunter die Familie von Greil Marcus fotografiert hat in den 20er Jahren.